Und weiter geht's hier mit Part 5 bereits vom Re-Let's Play zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Ja, wir sind hier in der Superküche gelandet, weil wir brauchen noch für den Raketenbohrer, damit wir den Doc rausbekommen aus dem Gefängnis, brauchen wir noch 95%igen Alkohol. Also, naja, schwarzgebranntes Deluxe, nicht wahr? Ist halt die Frage, wie zum Henker kommen wir daran? Nettes Gestell. Ja, wir haben hier hinten alle möglichen, kulinarischen Schätze. Es ist hier irgendwie versperrt, oder? Ja, aber was willst du dagegen tun? Rüberklettern vielleicht? Menschenskind. Hey, was glaubst du, wo du hingehst? In die Küche? Nur Personal darf in die Küche, Schluckspecht. Entschuldigung. Wobei, Schluckspecht, damit hat er sich ja gerade ein bisschen verraten, weil Schluckspecht sagt man doch eigentlich nur zu jemandem, der halt zu tief ins Glas schaut. Immer noch nicht, was? Okay, ich hätte da ein paar Ideen für die Suppe. Schieß los. Mal sehen. Schon probiert mit... Chili hatten wir schon, aber ich habe nicht mehr so viele Versuche übrig. Nehmen wir mal Petersilie. Petersilie? Die würde vielleicht den milden Geschmack des Kohls unterstreichen. Milden Geschmack unterstreichen? Von was faselst du da? Keine Angst. Damit könntest du sogar recht haben, Junge. Lass mich sehen, was ich habe. Tja, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Löffel nehmen? Nee. Jetzt wird irgendwie hier. Au! Oh je, oh je. Gut, hätte klappen können, aber immerhin sorgen sie mal für frischen Nachschub. Ja, ich erinnere mich wieder, wie das war. Muss irgendwie ein Hinweis für... Nein, ich versuch's einfach mal. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Emmett, Ja? Emmett, ich komme nicht an die Tür da drüben. Diese Tische blockieren sie. Die Tür? Sollen wir einfach hineinspazieren und ein Fass Alkohol mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Das wäre blöd, oder? Finde ich schon. Trotzdem würde ich gern diese Tür öffnen. Von hier draußen kann ich nichts machen. Nun, das ist eine Sache der Physik. Wir brauchen einen Hebel, eine Art Stopper. Mal sehen, womit ich dienen kann. Ja, und wie lange wird diese Überlegung dauern? Ja. Wohl länger als erwartet. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Dafür haben wir den guten, jungen Doc, den ich nicht anklicken kann. Scheinkleister. Ich habe so viel durchmachen müssen, um an dieses Ding zu gelangen, das lasse ich nicht mehr aus den Augen. Ja, okay, von mir aus. Kann ich vielleicht jemanden anrufen. Brown anwesend? Tja, scheinbar soll ich es nicht. Jetzt kommen langsam Ideen aus.
hab doch hier echt... Und dem einen kann da dran klopfen, da durchgehen kann natürlich nichts. Ich denke immer noch, dass die Suppe zu fad ist. Okay, wir brauchen kein spezielles Gewürz mehr. Jetzt aber trotzdem mal gucken. Lecker! Hä? Nur Personal darf in die Küche. Wow! Entschuldigung, dann jetzt mal ganz schnell. Ah, Miss Strickland. Möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Edna hat das Fass mit dem Fusel abgeholt. Wir müssen es ihr nur noch irgendwie abnehmen. Ja, aber... Wie? Das war damals echt auch so? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Mein Gedächtnis gerade auch. Scheibenkleister. Ist doch erst wieder 3 Jahre her, kann doch nicht wahr sein. Emmett. Ja? Oh, das ist interessant. Nur ein wenig mechanischer Einfallsreichtum und am Ende ist die Tür offen. Ja, gut gemacht. Ja, ja, Freunde, so fangen alle brillanten Köpfe an. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Naja, denk du mal und ich handle. Edna Strickland, wie zum Henker kriege ich der... ja, ich habe eine Idee, aber... okay, der kommt mit, damit ist das schon mal viel einfacher. Es könnte also klappen. Zwar die Idee ist, gut, sie steht da, wo ist der Fusel, der ist mutig drin. Ich meine, du kannst theoretisch klauen, das Fahrrad, aber Nettes Fahrrad. Abgefahren. Abgefahren? Ich bin nicht abgefahren. Ich bin doch noch hier, voller Leidenschaft für Gerechtigkeit, Sicherheit, Recht und Ordnung. Schon gut. ja, von mir aus. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Ja, ja, FVF, wir kennen es alle. Ja, ja, mir auch. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann. Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Teilweise die Untertitel. So, Sie liefern Suppe aus? Das ist einer meiner vielen kleinen Beiträge für die gute Sache. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, hoffe ich. Ich hole Behälter mit heißer Suppe in der Küche ab und liefere sie überall hin. Zum Hill Valley Waisenhaus, die Ranch des heiligen Franz Xaver für ungewollte Kinder, das Foggy Mountain Heim für unheilbar Irre, das Shady Acres Altersheim. Ach, ich kann mich kaum an alle erinnern. Es ist eine große Aufgabe. gibt's ja auch irgendein normales Gebäude? Und vor allem ja so als Jugendliche, sag ich jetzt mal, junge Erwachsene, eigentlich doch mehr oder weniger sympathisch. Wie gesagt, mehr oder weniger in Anführungszeichen sympathisch und als, naja, alte Schachtel. Ich sage dazu nichts mehr. Jo. Ich kann Ihnen mit der Suppe helfen. Ich arbeite viel für Wohltätigkeitsorganisationen. Oh, welche? Die, Super Mario Brüder. Ach ja, die Italiener tun so viel Gutes. Wenn Sie es arrangieren könnten, dass ich die Suppenbehälter abholen kann. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Wir wollen nichts überstürzen. Ich leite den Suppenfahrdienst in dieser Stadt und ich überlasse es nicht einfach einem Neuling. Aber wenn Sie gute Kontakte zu den wohltätigen Einrichtungen haben, Ja? Sie können mir Bescheid geben, wenn Ihnen die Suppe ausgeht. Aha. Und das heißt also, ins Brown-Anwesen zum Beispiel. Ich kenne tatsächlich eine Einrichtung, die mehr Suppe braucht. Oh, welche?
Ich glaube, uns fehlt hier noch etwas, wa? Vergessen Sie es, mein Fehler. Die Billardhalle ist keine wohltätige Einrichtung. Sicher nicht. Ach komm schon. Macht doch Spaß. Ich ziehe Leine. Ja, zieh doch die Leine. Doc, wir haben ein Problem. Junge Emma natürlich. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber hättest du keinen Raketenbohrer entwerfen können, der keinen Treibstoff benötigt, der illegal ist? Illegal. Was hat das Gesetz mit Wissenschaft zu tun? Wissenschaft hat ihre eigenen Gesetze. Gerade Sie sollten das wissen. Sagt der Sohn eines Richters. Ist interessant. Aber könntest du den Motor nicht so optimieren, dass er mit etwas anderem läuft? Womit denn? Weiß nicht. Benzin? Benzin. Schnee von gestern. Sie werden sehen, ab 1940 werden Autos mit purem Alkohol betrieben. Ja, der muss das Promillegesetz aber deutlich nach oben schrauben. Hey, deutlich aber. Einige von meinen Patentamtkollegen fragen sich, was dich auf einen Raketenbohrer gebracht hat. Das war das Buch Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war wie eine Offenbarung. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Faszinierend. Hast du die Zeitmaschine gelesen? Von Wells? Noch nicht, aber ich habe es vor. Okay, genug dazu. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ja, ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Okay. Sieht ziemlich stabil aus. Für ein Damenrad. Diese Hey, Miss Vorurteile. Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Ja, komm, Zeit ist für uns sowieso ein unbedeutender Faktor. Haben Sie die Geschichte fertiggestellt, für die Sie mich interviewt haben? Über Carl Sagan? Ja, aber diese starrsinnigen Redakteure haben sie abgelehnt. Sie sagen, mein Artikel wäre einseitig und dass ich einen mutmaßlichen Brandstifter verherrliche. Als würden ihre Artikel nicht ständig den kriminellen Abschaum verherrlichen, der die Stadt kontrolliert. Das macht mich so wütend, ich könnte schreien. Was ich natürlich nie machen würde. Das wäre Ruhestörung und es ist... Und es ist... Hallo? Hallo? Unhöflich! Mensch! Das war gerade auch unhöflich. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Tja. Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen, wie die Ihre. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Angebot hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Es müsste gleich losgehen. Das ist schön, aber ich brauche die Suppe. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Anstalt? Welche Anstalt? Das Irrenhaus. Nein, zu viel Suppe macht sie nur nervös. Ja, schade. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Der Finger vom Fuselverband. Stimmt, sie treffen sich bald auf dem Brown-Anwesen. Und es gibt noch keine Erfrischungen. Ich bin ganz hin und weg, dass Ihr Freund Emmett das Haus seines Vaters für unser Treffen zur Verfügung stellt. Hä? Moment. Michael, was in Thomas Alva Edisons Namen denken Sie, was Sie da tun? Verstehst du nicht? Du brauchst Alkohol, um deinen Bohrer zum Laufen zu bringen, oder? Bei den Schmugglern der Suppenküche werden wir nie an eines ihrer Fuselfässer kommen. Aber Miss Strickland kann eins für uns holen und es uns bis an die Tür bringen. Nein, das ist ausgeschlossen. Warum? Ich kann nicht zulassen, dass Fremde in mein Elternhaus eindringen. Was wissen wir über diese Menschen? Sie sind nüchtern. Ja, ganz schlecht. Und sie lassen die Finger vom Fusel. Na gut, aber mein Papst braucht nach Feierabend Ruhe und Frieden. Dieses Treffen ist ihm bestimmt zu laut. Sie werden leise sein. Kein Lärm, nicht wahr? Oh ja! Ich spiele mein Tambourin ganz leise. Hörst du das? Ja, aber Aber was? es ist nicht möglich. Aber. Ich hab's Miss Strickland aber versprochen. Es bedeutet ihr so viel. Die Antwort ist trotzdem nein.
Mensch, Emmet. Aber was soll aus den Mitgliedern des Finger vom Fuselverbands werden? Meinetwegen können sie sich alle wieder betränken. Alle. Na gut, dann vergiss es. Wir müssen deinen Raketenbohrer nicht heute Nacht testen. Doch nicht. Nein, ich werde mit dem Zug zurück nach Washington fahren und meinen Kollegen sagen, sie sollen das Patent an Dr. McCoy vergeben. Halt! Werden Sie den Verbandsmitgliedern sagen, sie sollen sich die Füße abtreten, bevor sie hereinkommen? Dann sind Sie Emmett Brown, hab ich's mir doch gedacht. Die Gerechtigkeit steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Edna Strickland, wie könnte ich Ihnen jemals für Ihre Großzügigkeit danken? Nett, Sie kennenzulernen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach, du machst dir zu viele Sorgen, Emmett. Die Vorladung wurde zugestellt und wir haben ein Fass voll Alkohol, das uns nach Hause geliefert wird. Jetzt könnten wir in dein Labor gehen und den Raketenbohrer bauen. Du hast doch ein Labor, oder? Was für ein zukünftiger Patentbesitzer wäre ich ohne Labor? Komm schon. Klingt doch super. Ich gehe los und hol den Raketenbohrer. Gut. Komm, gehen wir. Die Zeit wartet auf niemanden. Außer auf den DeLorean. Ob das wirklich klappt, Doc? Emmett? Lass dich nur nicht von meinem maroden Labor täuschen. Wenn alles ganz genau nach Plan läuft, sind wir schon bald im Besitz des stärksten Raketentreibstoffs der Welt. Stark! Wie? Das ist ganz einfach. Diese Kurbelwelle induziert eine starke Spannung direkt in die Elektrolysekammer, wo Wasserstoff entsteht, der regelmäßig in den primären Destillationszylinder abgegeben werden muss. Während wir uns um den Wasserstoff kümmern, müssen wir die Proteinflecks in dieses Aquarium mit Knöllchenbakterien streuen, um den nötigen Stickstoff für die Katalyse der Reaktion zu erzeugen. Cool. Kalt? Nein, heiß, extrem heiß. Die Temperatur muss genau auf 623 Kelvin gehalten werden, indem man mit diesem Balg hier pumpt. Noch Fragen? Nein, scheiße, ich erinnere mich wieder. Nein, ich erinnere mich wieder. Oh, da war damals auch schon. Ach du heilige Scheiße, das kann was werden. Das kann was werden. Emmett! Versuchen die zwei Trunkenbolde auf meinem Rasen! Heiliger Bimbam, das ist mein Vater! Und? Und er weiß nicht, dass ich hier wissenschaftliche Forschungen betreibe. Er denkt, ich komme hierher, um Gesetzestexte zu brauchen. Oh. Kümmere dich um die Reaktion, ich versuche ihn abzuwimmeln. Kümmere dich um... Wow. Können wir nicht einfach von vorne anfangen, wenn er weg ist? Zu spät, die Reaktion läuft schon. Keine Sorge, ich versuche zu helfen, wo ich kann. Aber... Ich komme, Vater! Ich hab nichts gehört, Sohn. Damit, Vater, Junge! Oh Mann. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Also, wo sollen wir anfangen hier mit der Kurbel, wa? Die erzeugt Spannung. Achte genau auf meine Betonung. Emmett, dreh mir nicht den Rücken zu. Ach, Betonung? was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Ach stimmt, das war der Quatsch. Ja, scheiße, das war der. Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Nahrung müsste das gewesen sein, wa? So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Ja? Was hast du getan? Emmett, mit wem redest du da? Mit niemandem. Mit dem Gesetz! Scheinkleister. Schockierend, Paps. Aber nicht jeder will Anwalt werden. Schocken, da muss das sein. Was soll sonst sein? Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Druck, der Druck, es druckt.
Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Ich glaube, es läuft besser als damals noch. Aber eben, ich glaube nur. Sehr gut. Jetzt das Ventil da drehen. Sehr gut. Wir haben schon ein Viertel geschafft. Emmett, komm wieder her. Oh mein Gott. Noch 4-mal den ganzen Schrott. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Naja. Blub, blub, blub. Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? Ach, die Kommentare. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Blub, blub. Ventilpower? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Bitte was? Mikroorganismus? Anwälte sind nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Schon besser. Was? Aber da ist doch bla. Pass einfach auf, was ich sage. Das tue ich ja. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Aber ich wünschte, ich wäre fertig. Oh, ein Viertel erst. Ich mal wieder abhab's. Abkühlen. Oh, das ist aufheizen. Ich bin verzweifelt. Was? Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Ja, es Bakterien. Ich bin keiner von deinen Leuten, die um dich herumwirbeln wie Brummkreisel. Naja, das ist ja Wirbeln. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät. Das ist auch nicht schlecht. So kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Los! Lassen! Ah, die Hälfte ist geschafft. Cool. Mach weiter so. Ich versuch's. Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Was? Wieso? Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Und ich dachte, du könntest dich korrekt artikulieren. Mensch. Gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Ja. Wieso hörst du mir nie zu? Hören? Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Warum bläst du dich so auf? Da geht's noch schneller. Desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Die von Brauns sind Diener der Gerechtigkeit, seit der göttliche Funke die Menschheit erhält. Ja, Funke. Dann nochmal. Oder war das der falsche? Na toll. Nichts anfassen, bevor ich es sage. Ja, Entschuldigung. Nun, dein Vater, er klingt ähnlich. Mensch. Musst du ja eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? So, das ist aber Luft. Du bist ein Kind, du weißt gar nicht. Scheinbar ist doch keine Luft gewesen. Ah. Achte genau auf meine Betonung. Ja, der Ton macht die Musik. Aber merkst du an mir, der Ton. Jura, Das ist der O-Ton. einem Mikroorganismus. So, Mikro war hier. Ich bin geschockt von deinem Verhalten, junger Mann. Sag, dass du nichts anderes als aufgeblasene Säcke. So, aufblasen. Alter! Was hast du getan? Geht's vielleicht noch ein bisschen schneller? Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Wow. Achso, Funk. Entschuldigung. Haben wir das war mal gesehen? Pass einfach auf, was ich sage. Ja. So, sind wir wieder ein bisschen ernsthaft. Darf ich auch mal eine Runde reden? Oder wird das mal wieder ein Monolog? Lass mich deine ganze Vergangenheit in Flammen aufgehen, mein Sohn. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann, Vater.
Was ist nötig, um dir Feuer unter deinem Das sagte der undankbaren Papst. Hinterteil zu machen? Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Druck müsste also das hier sein. In der Schule zu essen. Du siehst aus wie ein Skelett. Aber der Führer mag deine brennende Leidenschaft sein. Ja, brennen aber muss meine das ist sein. es nicht. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit. So, für eine haben wir schon langsam? Vielleicht sollte mich ein Blitz treffen. Würde dich das glücklich machen? So, komm schon. Fast geschafft. Ja, erst ein Viertel. Ich komme, Vater. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich doch. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe. Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich abschütteln kann? Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Ich hab mir verklickt, verdammt nochmal. Das hier gewesen. Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? So, also bitte, also das musste aber richtig. Ja, geht Hörst doch. du dir mal selber zu? Die Erde dreht sich nicht um dich. Musst du dir eigentlich immer vor aller Welt Luft machen? Nichts anfassen, bevor ich es sage. Der Kopf verdeckt sich nicht einmal. Sprich mal richtig. Meine Fresse. Diese Unterhaltung finde ich ganz und gar nicht spannend, Vater. Hahaha, spannend, ja, lustig. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Brenne! Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? So, lass sie los. Warum sollte ich mich nach dir richten? Du behandelst mich wie ein ekelhaftes Bakterium. Das Gefühl kenne ich. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Kennst du einen Anwalt, der... Aber das ist... ist klar. Achte genau auf meine Betonung. Normalluft machen ist das, aber Heißluft ist wiederum das Feuer. Das ist keine Nahrung für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Naja, Haferschleim, wie geht. Ich bin keiner von deinen Leuten, die um dich herumwirbeln wie Wurmkreise. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Ja, was soll denn Drängen sein? Hallo? Wirbel. Jura mag deine brennende Leidenschaft sein, aber mein... Drängen, hä? Was hast du getan? Wieso gibst du mir so dämliche Informationen? Leck mir nach dem Sack, ey. Da, der Sack. Mir immer den Marsch blasen. So. Das ist nicht besser als damals. Als aufgeblasene Säcke. Ja, Blasen hier. Es mag dich schockieren, Paps, aber nicht jeder will Anwalt werden. Wenn dir mein Auftritt im Gericht nicht gefällt, feuer mich doch. Hast du nicht ein Ablassventil irgendwo am Mund? Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Du hast nicht das Recht, mich zu kontrollieren, nur weil du 17 Jahre lang für mich gesorgt hast. Sorge, nehmen wir mal das hier, wa? Die Erde dreht sich nicht um dich. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Alter, wird langsam zu Sollte dich schnell. ein Blitz treffen, würde dich das glücklich machen? Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Mann, ist er gut. Ah, ich fürchte, wir müssen das später klären, Paps. Meine Suppe kocht gleich über. Was? Das war nicht Mann. Alles okay? Das klang... Diese Diskussion hätten wir schon vor langer Zeit führen sollen. Wir... Oh. Oh. Was? Heureka!
Wer? Wir müssen nur noch diesen guten alten Raketenbohrer auftanken und dann können Und wir... ich nehm's und dann los. Aber wollen Sie es nicht erst testen? Keine Zeit. Der letzte Zug nach Washington fährt gleich ab. Oh, richtig. Sie müssen dieses Baby zum Patentamt bringen. Ja, klar. Sag mir, Michael, wann wird sich das Patentamt melden? Oh, in ungefähr, ich schätze... Ich kann das nicht. Hä? Emmett, ich bin nicht vom Patentamt. Ich verstehe nicht. Ich habe dich angelogen. Das wollte ich nicht, aber nur so konnte ich dein Vertrauen gewinnen. Jemand ist in Schwierigkeiten. Jemand, der mir nahesteht. Der uns beiden nahesteht. Ich kann dir nicht sagen, wer, aber ich muss ihn retten. Heute Nacht. Und dafür brauche ich deine Erfindung. Ich komme wieder. Versprochen. Und, Emmett? Du wirst ein großartiger Erfinder. Warte! Das Gas bei etwa 8 halten. Danke, Doc. In Ordnung, Doc. Ich habe den Bohrer. Jetzt holen wir sie da raus. Na los, geh an! Das ist doch überhaupt nicht auffällig. Mr. Corleone! Es ist zu spät! Zu spät? Aber Doc sollte nicht... Doc! Sie bringen ihn woanders hin, zu seiner eigenen Sicherheit. Oh, ich brauche einen Kommentar vom Polizeichef. Gefangenentransport entführt, Verdächtiger ermordet? Sie sind immer noch hinter ihm her. Aber wie soll ich ihn denn jetzt retten? Ja, das frage ich mich auch. Und ganz ehrlich, die waren da kein Kratzer. Keinen einzigen, aber der Raketenbohrer ist down gegangen. Wollen wir verarschen? Wenigstens hat es das Raketenteil in einem Stück überstanden. Oh, ich hab ne Idee. Die wird Ihnen gar nicht gefallen, aber uns dafür umso mehr. Doch das und vieles mehr sehen wir dann im nächsten Party dabei. Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Episode 1 wird dann wohl zu Ende sein. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Und ja, ob wir es überhaupt schaffen, den Doc, sag ich mal so, gefahrlos zu retten. Weil wir kennen das ja alle, wenn man sich in die Zeitlinie einmischt, kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ich glaube fast, Marty hat irgendwie seine Begeisterung für Jiu-Jitsu entdeckt, war. Oder vielleicht Judo oder Karate ist glaube ich eher weniger. Egal, Freunde, willkommen zurück hier bei Zurück in die Zukunft, dem Spiel noch Episode 1 und wir haben ein paar Probleme. Hallo, Marty? Sag mal, Rette Doc, okay, ja, wir haben Probleme, weil wir wollten mit dem Raketenbohrer, von dem nur noch der Raketendingsbums übrig ist, wollten wir eigentlich den Doc befreien, der wurde bereits weggeschafft, ob von der Polizei oder von Gangs, bin ich jetzt nicht mehr gerade so sicher. Jedenfalls, ich muss gerade das Spiel nochmal neu laden und naja, ihr seht, wie wir da stehen, also dem her, das ist zum Henker, neu laden hier. Ja, wir haben natürlich dabei, ist cool. Übrigens, hier ist ja noch einer, ja. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich komme, Doc.
Immerhin, das funktioniert. Im Gegensatz zum Muro selbst, da war eine völlige Pleite. Das Ewig der Vergangenheit! Sie sind noch im Gevater. Ich muss sie da rausholen. Oh, was? Ich sagte, sie sind immer noch. Schon gut. Hol mich hier raus. Wir reden später. Gute Idee, irgendein Vorschlag? Sind abgeschlossen. Ich auch! Alter, fangen wir aus der Weizen? Nö, natürlich nicht. Wo wir nur suchen? Colsing killed! Wir können natürlich irgendwie aus dem fetzen Papier irgendetwas zusammenbasteln. Das Ganze aufschneiden, ich meine, bei Fingern und so funktioniert es ja auch, oder? Wenn Papier schön den Finger aufschneiden. Ja, Hilfe. Naja, okay, das geht also nicht. Geh mal rundum. Schon, Base kann ich irgendwie. Das Fahrrad selbst? Willst du verarschen, Marty? Oder willst du einfach auf die andere. Aha. Einfach hier rüber, wollte ich sagen, ey. Keine Sorge, Doc. Ich hol sie da raus. Sei vorsichtig, Martin. Ja, wie immer. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Es gibt einen Schlüssel, aber der ist wahrscheinlich vorne. Jo! Gleich zurück. Ich warte hier. Ja, wo soll er sonst hin? Okay, Schlüssel ist also hier. Die Frage ist, wie zum Henker kriege ich den jetzt. Was hier unten war. Oh, mir fällt wieder etwas. Alter, ja, da kann ich mich noch erinnern. Wie war denn das schon wieder? Scheibe einschlagen damit, war? Will ich mal so spontan sagen. Hau den Lukas! Warum sollte ich damit eine Montiereisen draufhauen? Weil das Glas ist, nicht das Geräusch davon liebe, wenn es schön zersplittert. Naja, er scheinbar nicht. Und damit geht's auch. Nun gut, Marty McFly. Wieso also nicht mal deine Künste als Einbrecher testen? Nein. Wieso immer ich? Wieso immer ich? Das glaube ich keine Sau. Okay, dann eben nicht. Mein Gott, hey, ist der schwierig, der Junge. Was soll's denn? Ja gut, Antenne, war mal ganz kurz, was anderes. So verarschen, lass das Teil nicht mal runter. Okay, was verloren, was gefunden. Was sollen wir mit einer Radkappe machen? Wir gehen mal nach vorne, war. Was macht er da drin? Vor allem, wieso sieht der dich nicht? Hallo, ich mein. Achso. Die hatten wohl 1931 noch keinen Rückspiegel. Das geht einiges. Wie wär's mit ihm zu Tode stechen? Also, meine Erlaubnis hättest du. Ach nee, geht ja nicht. Dann wird der Beef nie geboren und so. Alter, du sollst. Der muss echt blind sein, der Gute. Eine Radkappe am Kopf. Ja. Wieso eigentlich nicht? Das erhöht das Denkvermögen. Keine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Och, Menno. Spielverderber, ey, Alter. Sonst etwas gerade grün aufleuchtet. Ah. Eine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Och Mensch, Marty, ich hab da Bock drauf. So, jetzt aber richtig nochmal. Meine Fresse. Keine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Ah, bist du schwierig, Junge, bist du schwierig. So, dann mal bitten. Ist irgendwie vielleicht ein bisschen gesenkt und so. Nö, das zwar nicht, aber okay.
Ja, durch die Scheiben hindurch, ist klar. Geht nicht, das Fenster ist zu. Sag ich ja. Du machst halt das Fenster auf. Keine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Der Alter, geh mal langsam dich kaufen. Mach die Tür auf. Geht auch nicht. Die Schlüssel sind auf dem Armaturenbrett, aber ich komme nicht ran. Du brauchst einen Reichweitenvergrößerer! Was? Einen Greifer! Das habe ich ja. Kitten fährt den Laster. Kitten! Das erklärt einiges. Also, ich meine, der Doc hätte ihn ja sehen müssen. Ich meine, er kann mir irgendwie in den Wagen hinein. Wir hätten das. Achso, ja. Entschuldigung. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Überlass das mir! Hey, Fahrer! Sie fahren viel zu schnell und wie Sie die Kurven nehmen. Wollen Sie mich umbringen? Nicht schnell genug. Alter, okay. Mach's mir auf der anderen Seite. So, Doc, bitte einmal ablenken, wenn es genehm ist. Können Sie noch mal ablenken? Kein Problem! Cool. Hey, Fahrer! Ich verlange zu erfahren, wo Sie mich hinbringen. Jetzt wird zwar die Radkappe brauchen, nur noch ein Rätsel. Wie Sie mit mir reden. Dieser Sitz ist äußerst unbequem. Haben Sie ein Sitzkissen für mich? Hey, Fahrer! Ich rede mit Ihnen. Ignorieren Sie mich nicht. Du! Oh oh. Danke, Doc. Schätze mal, darum nennt man sie der Blitz. Woher wusstest du? Ich habe meine Quellen. Aus der Vergangenheit. Okay, hat wirklich einen Rückspiegel. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, Mensch. Das gab's ja damals noch nicht. Das ist natürlich, Aus dem naja. Weg, Doc. Also, das ist ein schlechter Schütze. Habe noch nie was erlebt, so etwas. Es Bleishänge. Au! Verdammter Mistkerl! Ja, ja, das tut weh. Marty? Achso! Der hatte gerade schon müssen wir jetzt darüber, aber. Was war der Plan? Beschissener Plan, wenn man so sagen darf. Gut, ja. Kitten rennt natürlich einer weiter. Was? Warum konnte ihr Jüngeres nicht kein Hoverboard für uns bauen? Das wird erst in 84 Jahren erfunden werden! Bezweifle ich ein bisschen. Der Gashebel, Doc. Warum? Oh! Jungs. So. Alter, das müssen Schmerzen sein, vor allem auf dem Sattel drauf. Uff. Doc, sind Sie okay? Mir geht's gut. Ich frage mich allerdings, welche bizarren Auswirkungen es auf die Zukunft haben wird, dass mein jüngeres Ich ein fliegendes Fahrrad erfunden hat. Wussten Sie, dass das passieren würde? Ich hatte einen Verdacht. Die Raketen sind mir immer explodiert. Was machen wir jetzt? Wir reisen jetzt nach 1986 zurück, bevor unsere Interaktion mit der Vergangenheit eine unheilvolle Zukunft hervorbringen. Wo hast du Einstein gelassen? Doc? Er ist doch nicht im Tierheim, oder?
Nein, aber ich glaube, wir haben im Moment größere Probleme. Gütiger Gott! Was für ein fieser Cliffhanger! Oh mein Gott. Marty löst sich auf, aber warum? Wieso? Tja. In der nächsten Episode. Doc! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. Hey, Leute. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Dann müsste Tannen von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. An Abenden wie diesen fürchte ich, dass nichts Hill Valley davor retten wird, in Chaos und Korruption zu versinken. Vorbei. Nichts ist vorbei, bis Kid Tannen sagt, dass es vorbei ist. Fortsetzung folgen, zurück in die Zukunft. Das Spiel schnappt Tannen. Ja, das sind schon ein paar Jahre her. Ja, in diesem Sinne, Leute, das nächste Mal geht es dann hier weiter mit Episode 2. Jetzt muss man gucken, wie lange die Credits noch dauern. Eventuell muss ich die Parts neu zusammenschneiden und so. Oder ich mache aus dieser Folge einfach einen längeren Part 5. Dauert halt nur 40 Minuten, aber ist auch egal. Jo, nächstes Mal geht es hier weiter mit Episode 2 bei Zurück in die Zukunft. Bis dahin, ciao zusammen.